Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Jo, von da kommen wir, von Tennenbaums Unterschlupf, und da können wir auch nicht mehr zurück. So einfach geht das. Und ja, jetzt sind wir in Olympus Heights in der Kanalisation. Och nö, wieder so armes Ketzel, was da erlegt worden ist. Jetzt steckst du also mit Tennenbaum unter einer Decke, was Kleiner? Atlas is watching. Diese liebende Gänsemutter. Okay. Wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Nö. So freundlich wäre ich nicht. Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Ja, zum Glück. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Ups, Fontaines Einfluss hat deine maximale Gesundheit verringert. Zu befehlen, mit dem Schlagen aufzuhören. Natürlich nicht sofort. Das Herz ist ein dickköpfiger Muskel, aber irgendwann gehorcht es doch. Ups. Das klingt nicht so toll. Erstmal einen Kaffee, du drauf, damit das Herz wieder besser funktioniert. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Und Atlas ist watching, nach wie vor. Schön die Kunstfigur, die er da ersonnen hat. Und jetzt machen wir erstmal hier auf. So. Winde des Abwasserkanaltors. Ja, reizend, wie Menschen sogar in einer Unterwasserstadt noch Abwasser produzieren. Und das dann wahrscheinlich auch einfach direkt rausschleudern. Ich meine, in einer abgeriegelte Unterwasserstadt kann man sowas ja nicht woanders abfließen lassen. Insofern, ach, herzlichen Glückwunsch. Ein Tribut an die Meerverunreinigung seitens Rapture. Olympus Heights. Es gibt's nur so saublöd zu lachen, du Knecht. Der Aktentasche sind wenigstens noch 10 Öcke drin. Ah, da ist der Knecht. Und... Pledge. Ein Knecht weniger. Und noch einer weniger. Ah ne, der lebt noch. Warum lebst du noch? Ja? Warte mal, das kriegen wir gleich hier. Ich mache gerade mal eine Lebenskorrektur bei dir. Ja, noch ein paar MG-Patrone. Warum ist die Musik so traurig? Herrgott, das beeinflusst doch nur mein Herz. Da krieg ich so traurig. Moment, hier war doch noch irgendwo ein Bolzer von mir in der Wand. Dumm. Nö. Anscheinend nicht. Schade. Dann laden wir halt noch. Okay. Da ist nix. Moment. Da war irgendwo noch Bolze mit Stahlspitze. Sehr gut. Dann habe ich ihn abgesammelt. Eine Leiche. Eine Truhe mit Batterien. Und ein bisschen Kerosin. Das schleppt man auch immer mit der Truhe rum. So wie sie das gehört. Und was... Oh, die geht. Safe zum Hacken. Machen wir das doch mal automatisch. Und ionischer Schrot, Napalm und Verbandskäste. Das ist doch schick. Okay, die Verbandskäste, die können wir uns erstmal aufsparen, wenn irgendwo wieder Not am Mann ist. So wie jetzt gerade. Wärst du so freundlich? Dankeschön. Dann könnten wir hier noch wieder drauf zurückgreifen. Ja, von da kommen wir. Und ja, ich habe bewusst wärst du so freundlich gesagt. Okay, also der große Mann ist tot. Who is Atlas? Ja, das weiß ich mittlerweile, wer das ist. Und ich wünschte, ich hätte es nicht rausgefunden. Der miese Fontaine. Das ist ja schon echt ein schmieriger Typ. Ups. Irgendwas scheißt nach mir. Oh, hoppla, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch gar nicht Kadaver-Schubsen-Spieler. Electro Bowl 2, das wollte ich aber. Uppala. Und da bist du. Hab ich dich. Jetzt bekackt. Oh, scheiße. Oh, hoppla. Und ein Big Daddy ist schon in der Ferne. Und ich habe bewusst so einen Idiotenton gemacht. Ach ja. Moment. Das ist mir alles zu hektisch mal wieder.
Und... Oh, scheiße. Ja, warum nicht? Dann gehen wir also lieber hier hoch. Und wascheln da entlang. Jawohl, sehr schön. Dann brauche ich jetzt nur noch die... so aussehen. Und da brauche ich noch einer. Und da ist unser Glück perfekt. So, sehr schön. Hier ein neues Spielzeug. Spielzeug und Spielzeug. Oh, erstmal der Leiche Whisky gesoffen. Warum auch nicht? Ich plündere erstmal die Leiche. Oh, der hat nichts mehr. Oh. Oh, so ein Elite Rosie scheint dann das zu sein, oder? Oh, der Splicer da hinten sieht auch aus, als wollte er mitmischen. Okay. Los geht's. Los geht die wilde Fahrt. Ups. Und... Ups, mehr kann ich in der Hinsicht nicht mehr machen. Na, dann komm mal her. Hi. Ich hab noch ein paar von deiner parat. Na, komm mal her. Komm mal du her. Ach ja? Ui. Das war ein M-große Knall. Eine Elite Rosie, wie ich mir's gedacht habe. 76 kühle Dollar und 3 Stahlschrauber. Nicht schlecht. Laden wir doch gleich mal noch. Und ich würde sagen, das Zeug sollte ich eventuell auch schon mal aufschießen. Einfach nur, weil ich es kann. Und so, einfach nur, weil ich es kann. Dann eine Nietenpistole. Und dann hat man auf jeden Fall noch Verbandscache dahinter im Safe. Die sollte ich mir eventuell auch noch zulegen. Und Quatsch, erstmal das Ding. Ich mag einen unnötigen irgendwelche Granate reinrennen. Ich kenne mich doch. Da brauchen wir auf jeden Fall die... ey. Jetzt habe ich auch was ganz Tolles geschafft. Jetzt habe ich gerade Eva neben dem Wasserglas auf die Tastatur geschüttet. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Ich bin auch ein Knetkopf. Und das schon so früh. Na, großartig. Ich muss mal eben einen Cut machen, ihr liebe Leid. Da bin ich wieder. Sorry, das war jetzt echt blöd. Ich wollte rechts hingreifen und habe meine Tastatur ausgezogen. Und habe dann einen kleinen freien Platz gehabt, wo ich dann mein Wasserglas abgestellt habe, statt dass ich es ein bisschen höher stelle. Da habe ich mich komisch umgedreht und schon war es halbe Wasserglas ausgeschüttet. Das war jetzt eine ziemliche Sauerei. Und das habe ich jetzt erstmal aufwischen müssen. So. Aber jetzt ist soweit alles wieder in Ordnung. Und ja, jetzt ist soweit wieder alles in Ordnung und kühl. Ja, schlaue Daddys. Oh je. Und die Musik dazu. Sehr klassisch. Sehr schön. Sehr schönes altes Lied. Ich weiß gar nicht, von wann das ist. Aber früher als Kinder natürlich auch schon viel gehört, das Lied im Radio. So. Wie viel Adam habe ich dann parat? Natürlich nix. Was gibt's denn aber hier Schönes? Gesundheitsupgrades. Ja, die kenne ich jetzt Gebraucher. Die werden mal gerade nämlich alle genommen. Electrobolt 3. Ja, dafür bräuchte ich ein bisschen mehr Adam. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Mozart der Genetik. Aus Moskau vergessen zu können. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss ich Frank lassen, diese Osteuropäerin. Diese Tenenbaum ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Champion. Okay.
Also Tennenbaum war ursprünglich noch schweigsamer als eh schon. Interessant. So. Dann machen wir das so rum. Und da kriegen wir es entlang. Sehr schön. Und runter, runter, runter. Alter. Gerade noch so. So. Und so einer brauche ich. Ja. Boah, Mann. Das ist knapp hier. Okay, gut. Das kann jetzt definitiv was nützen. Erstmal in die Rache. Und was haben wir dann noch? Huiuiui. Ein paar Dollar, die hole ich doch auf jeden Fall. Und hier können wir noch was hacken. Okay. Na gut, dann muss es so rumgehen. Und du musst es dann hochgehen. Ich hoffe, hier geht's auch noch. Sehr schön. Dann ist unser Weg auf jeden Fall schon mal frei. Jetzt brauche ich nur noch ein paar passende Teile. Der da auf jeden Fall. Oh Gott, fließt doch nicht so schnell. So rum. Gott, das zeigt, das fließt jo wie als wird einer hier aus Ströme Pisse. Meine Güte. So. Aber wer grün pisst, der hat, glaube ich, auch ein tierisches Problem. Oh ja, da wird gerade jemand zersägt. Die kommen hier gar nicht wieder zu uns abzugreifen. Die werden schön von unserer Maschine hier in die Zange genommen, aber ich helfe einfach mal ein bisschen noch. So. So ist aber noch ein Verbandskasten drin, den ich wollte. Hier haben wir vor... Ups. Halt die Gosch. Nix du bist zäh. Anna. Komme ich jetzt so noch hoch, oder? Ah. Anscheinend komme ich über zerbrochene Stufe nicht so gut hoch. Okay. Ja, und eben ist man noch von der Tastatur nur so ein bisschen Wasser rüber geschwappt auf meinen Arm. Igitt. Ah, da friert sich mein Ledersessel, auf dem ich gerade sitze. Herzlichen Glückwunsch. Geht's dann so lang? Shots im Apollo Square. Ich glaube, da müssen wir noch nicht hier. Ja, die auf jeden Fall auch noch. Okilidokili. Herausforderung angenommen. Jetzt brauchen wir nur noch genau so einer. Dann gucken wir mal, passt das hier? Sehr schön. Passt. Das heißt, der brauchen wir hier. Dann brauchen wir außerdem dann dort. Und wie schaut's dann aus? Sache. So einer brauchen wir nämlich auch noch. Und da haben wir noch Dendo. Schnellfließerig. Dann brauchen wir noch genau so einer. Dankeschön. Dann passt das auch. Jo, wunderbar. Okay, also von Dokuma. Da haben wir die Rosie gecrashed, oder? Nee, doch nicht. Oh, ich und Mai. Hervorragend die Orientierung mal wieder. Erstmal so ein guter Müllkuchen gegessen. Da geht nichts drüber. Das ist das Beste, wo gibt. Das war die Adam-Station. Da bin ich jetzt ein paar Mal rumgerannt wie in der Hinkel, aber immer noch nicht alles gefunden. Was war das für einer? Ein Leadhead-Splicer. Nett. Scheint ein netter Bursche zu sein. Boah, jetzt tropft es wieder ab für Deibel. Da muss ich nur der Aufnahme auf jeden Fall nochmal wischen gehen. Meine Fresse. Zumindest bin ich jetzt so geduscht. Nicht verkehrt. Jo, genau. Ist da was drin? Ah, ne, das war von... Ah, eine Kiste mit Granaten. Aber natürlich mal wieder Kenny drin. Ja, genau, von wo komme ich ursprünglich? Eine Nietenpistole, da ist auch noch was drin. Sehr schön. Ein Nitro-Splicer mit ein paar Dollar bei sich. Kühle $18 in der Tasche. Die gehört mir. Das ist Apollo Square, wo ich noch nicht hin muss. Okay, ich denke, das Gebiet habe ich jetzt erstmal abgegrast. Da ist noch so ein unglaublich gruseliger Clowns-Automat. Sofort Hacker. Scheiße, das war nix. Noch einmal, kreisch nicht wie so Sau, Mann. Scheiße.
Scheiße. Scheiße. Ne, war da nichts. Ja, dann petzt er doch das Zeug rein. Ach Gott, nochmal. Oh, muss man alles hier selber machen. Ne, keine Chance. Nochmal. Haben wir hier Chance? Irgendwas? Wenn ich das Zeug nochmal kriege, verdammt nochmal. Ich kriege ja auch nirgendwo die entsprechende, passende, verdammte Teile. Muss ja wohl dann so. Dann brauche ich da so einer. So einer wäre auch nicht verkehrt. Und jetzt gucken wir mal, ob der Weg überhaupt sinnvoll ist, den ich da gehe. Natürlich nicht. Sehr lustig. Scheiß Ding dann halt nicht. Jetzt darf ich erst mal wieder, du lacht ja bestimmt. Jetzt darf ich erst mal wieder meine ganze Dinger aufkaufen. Das war jetzt ganz, ganz hervorragend. Riecht was. Ja, lach du nur. Jetzt habe ich es automatisch gehackt und holen wir noch einfach so ein paar dazu. Scheiß Ding. Oh Mann, ja, ich bin etwas pissig. Tut mir leid. Mann. Was war denn das über? Moloch. Geht's noch? Das ist ja wie, als würde Ring aus Herr der Ringe mit ihm sprechen. Anna. Das war schwach. Das war ein schwacher Jumpscare. Ich habe damit schon irgendwie gerechnet. Also bei Face... der wieder. Ja, ich würde mal dazu sagen, Herzilein, du musst nicht traurig sein. Und so weiter und so fort. Wildecker Herzmöpse. Das sind jetzt wie Klumpe, die Tüffer, jetzt mal ohne Witz. Die Wildecker Herzbuben. Meine Güte, das sind auch so riesige Klumpe von Menschen. Jo, auf jeden Fall finde ich das eigentlich für die Episode recht gut, den Titel Herzilein. Du musst nicht traurig sein. Ach ja, vielleicht mache ich so. Schauen wir mal. Komme ich doch direkt durch. Sehr schön. Und weg damit. Let's. Perfetto. Ja, was gibt's im Mülleimer? Leider nix. In der Aktentasche ist ionischer Schrot. Ja, das habe ich auch immer in meiner Aktentasche mit dabei. Warum auch nicht? Oh, nett. Okay. Hat zumindest ein bisschen was gebraucht, oder? So, sehr schön. Das hat auf jeden Fall was gebraucht. Und laden wir mal noch. Eve-Sprit, was war das? Ah, ein paar Krummbeere-Chips. Die esse ich doch jetzt liebend gern. Eine Eve-Spritzer. Da ist nichts. Dollar. Ah, okay. So, ein paar Cremefüllungen. Ja, Dollar. Dollar kann man nie genug haben. So. Was haben wir da noch? Stickstoffgranate. Ja, wärst du so nett? Okay, Limit erreicht. Alles klar. Sehr schön. Ich gehe noch in die richtige Richtung. Das ist ein New Invent. Dann werde ich auf jeden Fall auch noch Hacker. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Ja, scheiße, können wir jetzt eh verharzen. Müssen wir da hoch. Ja, oder nicht? Ja, leck mich. Dann halt nicht. Ich bin heute nicht mehr so gut im Hacke, wie es aussieht. Blutwascht gibt's noch. Ach, wer ist noch Blutwascht statt Blutdorst? Fallebolze können wir mal machen. Autohacker hätte ich liebend gern. Explosivschrot können wir auf jeden Fall auch noch machen. Da haben wir noch ein bisschen was im Säckel drin. Sehr schön. Okay, und die Troppe auf meinem Arm erinnern mich wieder, dass ich an der Stelle einen Cut machen sollte. Und erstmal in die Rache. Und dann noch ein Verbandskasten hinterher. Wie ich auch immer. Jedes Mal, wenn ich rach, ziehe ich einen Verbandskasten hinterher ab.
Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.